Was ich mir wünsche, ist, dass Leute mich sehen und denken, wenn die das kann ich das auch. Ich bin Mandy Abuschak und ich bin 33. Ich bin schon grundsätzlich in einem mega politischen Haushalt aufgewachsen. Und dann hatte ich aber vor ein paar Jahren ein Momentum, wo ich gefunden habe, doch, ich gehe in die Politik. Und zwar war ich an der Frauensession in Bern. Wenn du in das Bundeshaus reinlaufst, hey, die Wände und der Boden, die strotzen vom Gefühl von Macht. Die Möglichkeit zur Einflussnahme, wie du das körperlich spürst, das ist wirklich mega krass. Und ich habe mir einfach so in dem Moment überlegt, shit, okay, wer kann mit welcher Selbstverständlichkeit durch die Räumlichkeiten gehen, wer nicht, und einfach so, es ist Zeit. Es ist Zeit, dass Menschen wie wir selbstverständlicher durch die Räume gehen können. Wenn man die ganze Zeit hört, du bist nicht von da, du gehörst nicht dazu, das kannst du nicht, irgendwann internalisiert man das. Und es macht etwas, ob sie sich überhaupt vorstellen können, Teil von einer Partei zu sein, ein Amt einzunehmen, Macht zu haben, und ob sie sich vorstellen können, zu entscheiden oder nicht. Wir müssen auch ein bisschen an unserer Selbstverständlichkeit arbeiten und an diesen Bildern, die wir selber internalisiert haben. Wieso dass die Leute nicht stimmen, hat sicher auch damit zu tun, dass das Grundvertrauen fehlt, aber ich glaube auch ein bisschen etwas damit, dass es Politik nicht schafft, die Themen so aufzuarbeiten, dass Menschen checken, dass es sie betrifft. Und ich glaube, das hat viel mit der Sprache zu tun. Es hat aber viel auch damit zu tun, welche Perspektive steht im Mittelpunkt von einer Aussage. Natürlich fühle ich mich nicht angesprochen als migrantische, schwarze, muslimische Frau, wenn die Perspektive oder wenn die Position eigentlich gar nie vorkommt. Darum ist die Frage von der Repräsentation auch so wichtig. Es ist ein Problem, dass hauptsächlich mittelständige, weisse Menschen in diesen Räten hocken. Weil das zeigt sich in der Politik, die sie machen. Was sind unsere Themen? Es ist eigentlich alles politisch. Und nur weil man es nicht als das versteht, heisst das nicht, dass es nicht politisch ist. Und für mich, der Moment, wo ich gemerkt habe, so, mein Leben oder mein Körper, meine Position in der Welt ist politisch, ist eigentlich eher so retrospektivisch gewesen. Nämlich, als ich wie so angefangen habe zu merken, die Gedanken, die ich habe, die Fragen, die ich mir stelle, passen wie nicht so in die Box von dem, was sich die anderen stellen. Ich habe andere Fragen an die Welt, ich mache andere Erfahrungen. Die Selbstverständlichkeit vom Dazugehören ist ja bei mir immer in Frage gestellt worden. Und natürlich braucht es auch eine institutionelle, strukturelle Veränderung, aber es braucht eben auch die Arbeit von unten. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob du wählen und du deine Familie dazu motivierst zum Wählen und du deinen Freundinnen sagst, sie sollen wählen. Also gerade in den Gemeinderatswahlen machen 2 Stimmen einen Unterschied. Ein Freund von mir, Islam Aliyai, ist gewählt worden mit 2 Stimmen mehr als die nächste Person auf der Liste. Was dann am Schluss meine grosse Hoffnung ist, dass ganz viele migrantische Leute in linken Parteien sitzen, dass wir dort mehr Raum einnehmen, dass unsere Lebensrealität mehr repräsentiert ist, dass unsere Kinder und unsere Eltern mehr das Gefühl haben, doch, die Gesellschaft ist auch für uns. 40% der Menschen in der ganzen Schweiz haben eine Migrationsgeschichte. Und es kann einfach nicht sein, dass in diesen Räten die 40% nicht vertreten sind. Es ist an der Zeit, dass die Gesellschaft von uns und auch für uns gemacht wird. Ja, es ist anstrengend, es ist manchmal nicht so einfach, aber es braucht jede Form von Engagement. Und in die Politik gehen ist eine davon. Und weil es dort so wenig von uns gibt, ist es eine wichtige Form, um sich zu engagieren.